Moin, moin, YouTube. Moin, moin. Wir haben unsere Fischfarm angefangen zu bauen. Und ich zeige euch, wie ihr das auch bauen könnt. Weil ihr bekommt hier, wenn ihr dann die Fische erntet, natürlich Fische und ganz viel anderes Zeug. Zack, 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 Salz. Ihr bekommt Salz, ihr bekommt Kot. Und ganz selten, ihr bekommt auch Wasserelement, was man dann für was anderes braucht. Also, zuerst grabt ihr ein Feld aus. Oh, da ist gerade ein Fisch gekommen. Ein Feld aus 9 mal 9. Also 9 Blöcke weg, 9 Blöcke weg. Dann füllt ihr überall auf der Seite Wasser ein, dass es voll wird. Und dann könnt ihr diese hier einsetzen. Wenn ihr so wie ich auch eine zweite Reihe machen möchtet, damit ihr hier oben dann auch noch diese Dinge hier einsetzen könnt, so wie ich es hier gemacht habt, baut ihr mit Steinen sozusagen 4 hoch, dann so rüber, weil dann könnt ihr ganz einfach, also hier schon zeigen, zack, müssen wir den hier schnell anbringen und wieder hochrennen. Dann könnt ihr hier das Wasser ansetzen. Das fließt dann schön hier rein. Und dann nehmt ihr einfach wieder den Wasserblock weg. Es funktioniert nicht immer so schön, wie man es möchte. Zack. Dann sinkt das und ihr habt dann gerade wieder einen Block voll. Wenn sowas passiert, gar kein Problem. Ihr könnt dann einfach hier wieder Steine hinbauen und dann verschwindet das. Und dann machen wir hier noch schnell ein bisschen hin, damit es hier auch wieder voll wird. Dann nehmen wir wieder den Block weg. Das müsste eigentlich immer irgendwie im Wasser sein. Zack, Block weggenommen. Jetzt haben wir wieder hier 2. Also könnten wir wieder eine Reuse reinlegen, so wie wir es da schon gemacht haben. Dann könnt ihr einfach quasi eine zweite Etage bauen von den ganzen Reusen hier. Zack, zack. Und wieder alles voll. Und dann habt ihr halt einfach so ein riesen Wasserbecken mit ganz vielen Fischen, wo ihr dann immer alles schön hier rausholen könnt. Wo ihr die Reusen bauen könnt, zeige ich euch schnell. Das ist bei der Farmer Crafting Bench hier. Ihr könnt sie bauen. Braucht dafür irgendwelches Holz, Essenzen of Life, Plant Fiber und Iron. Kostet 50 Essence of Life, aber das quasi zu bekommen ist auch nicht schwer, wenn ihr eigentlich ein großes Feld habt, plus ihr seht quasi Saat, wo sich immer wieder repliziert. Das bedeutet, ihr nehmt so eine grüne. Wie ihr so eine grüne herstellt, ist eigentlich ganz einfach. Ihr braucht halt auch wieder Essence of Life. Zum Beispiel hier Karotten und eine normale Essenz. Also ihr craftet zum Beispiel so eins. Zack, deshalb haben wir alle. Dann craften wir das. Und wenn wir hier jetzt hier hinten, kann ich gerade nicht, weil alles ausgetrocknet ist. Dann müssen wir schnell hier wieder Brocken hauen. Zack. Und die, hier blüht es immer wieder nach, ohne dass ihr sozusagen was neu kaufen müsst. Und so ja, fängt das Schneeballsystem an. Genau. Aber ja, wenn ihr halt dann sehr viele Reusen habt, oh je, jetzt ist hier Wassergettung, habt ihr dann einen riesen Pool voll mit den Fischis, wo ihr farmen könnt. Ich will euch einfach, das heißt, ihr habt immer Essen, ihr bekommt Salz und. Ja, das ist es. Also 9 mal 9. Wasser rein und passt auf eure Tiere auf, weil die sind so dumm, die bringen sich alle um. Das Problem hier ist,
dass wenn ihr zu viele Tiere reinfährt, sie ja, rauspacken. Und er bringt sich jetzt um. Peter bringt sich gerade in dem Moment um. Er wird sterben. Weil er einfach dumm ist. Weil eigentlich Peter gehört hier rein. Also YouTube, gerne ein Follow da lassen. Kommt gerne in meinen Stream. Das war's schon. So könnt ihr euer Planschbecken, Fischfarming-Becken bauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.